Digga, ich hab zum ersten Mal, ich hab ein Foto mit Aaron gemacht und Aaron nicht ein Foto mit Strongy mir. Clap, super gemacht, let's Hugo TV. Digga, Aaron in Real Life gesehen, Junge. Jetzt weiß ich endlich, wer da, wie heißt die nochmal? Anna? Wie heißt die? Annie. Real Talk, du warst mein Fan auf dem Pick. Digga, Aaron, halt deine Fresse, Alter. Du warst da so, ja, kannst du das kurz halten können? Ich will das für so ein Bild. Ja, sowas, halt deine Fresse, Digga, du Wichser. Was denkst du, wer du bist, du Hurensohn? Nee, so war das nicht. Natürlich, Digga. Digga, so wie du in den Chat reinschreibst, warst du nicht im Real Life. Digga, das ist crazy. Im Chat große Fresse, Digga, in Real Life. Ja, was geht ab? Jo, ja. Ja, ich bin das. Haha, hihi, ja. Hihi, ich bin das, ja. Was? Natürlich, Digga. So, was ist das hier? Armin echt. Digga, ich schwöre, aber die anderen waren alle chill, Digga, aber Real Talk Arm hat sich immer versteckt, der war so der versteckerische Boss. Cap, natürlich, Digga. Nochmal, Julia ist extrem gut beim Ausweichen. So, wie fandet ihr Gameboy, Jungs? Wie fandet ihr erstmal? W-Leistung gestern. Wir machen Chillo. Geil, W. So, ganz kurz, ich sag jetzt schon mal Statement zu meiner Leistung. Ich finde, ich hab hinter den Kulissen war ich MVP. Sag ich von mir selber. Ist mir egal. Doch. Digga, weil du warst Side-Character, ja, aber ich war MVP-Side-Character. Ich hab nämlich irgendwann gecheckt, dass, wie hieß das nochmal? Du warst Balljunge, ja, wie hieß das nochmal? Retriever, Real Talk wichtiger als im Feld. Real Talk. Ich hab das freiwillig gemacht, ne? Digga, ich hätte locker im Feld spielen können, weil wir haben so manchmal so, wenn es so Erster wurde, haben wir gesagt, ja okay, die Schlechten machen Retriever, aber Real Talk Retriever, underrated Job. Weil ich war so, guck mal, pass auf. Das hier war ja das Feld, ne? Und die meisten Retriever waren halt direkt so einfach dahinter und ganz dahinter waren auch nochmal so welche, die das immer rübergeschossen haben. Aber ich stand immer so leicht hinten, so, damit das, wenn jemand das schießt, ich den direkt so catchen kann und direkt weitergeben kann, ohne zu warten. Digga, Real Talk, das hat manchmal den Arsch gerettet. Und ich habe alle angeschrien. Digga, das hat keiner gerafft, die haben das immer vergessen. Ich habe alle angeschrien. Digga, ich war mehr Captain als Revi. Ich habe alle angeschrieben, verfickte Scheiße. Guck mal, es gab ja 3 Bälle im Spiel. Wenn ein Team 2 Bälle hat, da hat ja der Schiedsrichter immer bis 5 gezählt. Und dann muss man einen immer rüberschießen, ne? Digga, und wenn wir 2 Bälle hatten und in der Unterzahl waren, Digga, sagen wir, ja, egal eigentlich, ob Unterzahl oder nicht, die Strat ist es, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt, aber die Strat ist es, immer einen Ball zu halten. Also, wenn man hier einen schießen muss, schießt man den einen rüber, aber einer hält immer den Ball. Immer. Das war die Strat. Aber die haben das so oft vergessen und dann immer verkackt. Ich hab die so angeschrien, Digga. Ich hab gesagt, bitte, verfickte Scheiße, behalte einen Ball! Weil die haben gegen Amar zum Beispiel, wo Amar die ganze Zeit alleine war, haben die ganze Zeit verkackt, weil die alle Bälle immer geschossen hat und da hatte Amar halt 3 Bälle. Und was sollen die da machen? Gar nichts können die da machen. Hätten die aber einen Ball gehalten, wäre Amar ein bisschen defensiver gewesen und der eine hätte auch blocken können. GG zum Sieg gestern, Clap sogar ohne Schlüsselbeinbruch. Aber wir haben es trotzdem Dass geschafft. Kevin verloren hat, war bestimmt Karma, dass er dich nicht in sein Team genommen hat. Wir haben es trotzdem geschafft. Hey Leute, danke fürs am 9. Dankeschön. Aber ich muss eine Sache droppen. Ratte des Abends. Von unserem Team aus. Mo. Ratte des Abends. Digga. Bro wurde zweimal getroffen. Ich war neben ihm. Ich werd rausgeschickt. Er sagt nichts. Digga, ich wurde, glaube ich, insgesamt 3-mal rausgeworfen, obwohl ein anderer getroffen wurde. Und Schiedsrichter sagt, oh ja, Hugo, komm mal raus, bitte. Digga, das war so crazy. Ich war so abgefuckt, Mann. Man hat die am Ende so angesehen, wie du kurz vor den Tränen... Digga, ich hab legit geweint. Alter, als wir gewonnen haben, ich hab geweint. Ich musste meine Tränen zurückhalten. Wirklich. Damo, du kleine Ratte, Digga. Ich hab's dir auch gesagt, du Ratte. Du scheiß Wichser. Halt's Maul, natürlich. Ich hab's dir doch gesagt. Digga, ich hab dich so gefragt, als du auch raus warst. Als du hier stand, hab ich so gefragt, ey, sag mal ganz ehrlich, du wurdest getroffen oder dann hast du mich so angeschaut? Ja, du Ratte, Digga. Diesmal wenigstens kein Ball im Kopf. Ja, doch, Probe. Das war, was ist? Was ist? Gameboy Royale Review. Revi hat Spaß mit seinen Fans. Da bin ich. Isas Überforderung, als sie den MVP wählen sollte. Wie süß Noe versucht Hallo hat, Hugo, wie Kevins geht's? Team Let's zu Hugo helfen. Love. Digga, Noe, so ein Goat, Real Talk.
Solo, danke, Resub im 6. Dankeschön. Dieser Moment von Fibi und Dilara. Kann ich mitbekommen. Trimax Freunde, als er den Ball gefallen hat. Was war das bitte? Sydney. Oh. Digga, Sydney? War richtig scheiße. Holy shit, Mann. Den hat man ja gar nicht gesehen. Bro, ich hab den nie im Feld gesehen. Der stand immer nur daneben. Aber ich muss zugeben, Amar war crazy. Muss ich zugeben. Digga, der hat uns gefickt, Mann. Der Moment war so unangenehm. Oh, Digga. Bro, hab Bild gemacht, als du wahr geschaut hast, aber was zum Fick machst du da? Was mache ich da? Bruder, ich muss euch die unangenehmste Zuschauerecke muss ich euch zeigen. Geht das irgendwie? Hier. Da oben. Alter. Irgendwann habe ich den verfickten, ich habe einfach Mittelfinger gezeigt. Digga, die waren alle so cringe, Digga, das ist crazy. Wahrscheinlich nicht alle, aber die meisten in der Ecke da, das war so ein Block mäßig, wie im Fußball. Alter, die waren so cringe, oh mein Gott. Holy shit, Digga. Das war eher so Amar-Bubble, aber Digga, die waren so, also nicht alle, ne, wie gesagt, nicht alle, aber Bruder, die haben so unnötige Sachen reingerufen, die ganze Zeit geboot und bla bla bla, Digga, das war so kacke, Mann. Digga, die hatten sogar eine Trommel, Alter. Okay, das war aber geil, dass die eine Trommel hatten. Ja, schau ich mich nicht streamern. Digga, Aftershow Party, schon wieder ein W, dass ich nicht hingegangen bin. Bro, Digga, das ist so cringe, Mann. Ja, Digga, I guess, was? Bruder, gestern war Aftershow Party, okay? Es war so ein Club, die waren alle in so einem abgesperrten Bereich, nur die Leute vom Gameboy waren da. Bruder, Bro filmt mit 10K Red-Kamera, Digga. Die anderen Leute, wie die da feiern, Alter, what the fuck, Bro? Digga, gut, dass ich nicht da hingegangen bin. Das wäre sonst ein bisschen, Hugo Dodge. Digga, wer hat da so Hugo geschrieben? Oh ja, das war crazy. So, wo sind die Fans hier? Wirklich krass. Chef Strobel, das müsst ihr euch mal überlegen. Chef Strobel ist ein erwachsener Mann. Mann, aber die Kamera war scheiße. Da fehlt ein Dodge. Müsst ihr euch mal überlegen. Chef Strobel ist ein erwachsener Mann und trägt beim Dodgeball-Spielen Armsleeves. Er ist halt verrückt. Das ist komplett jähzornig. Was ist gerade passiert? Ich hab's nicht gesehen. Boah, ich muss aber auch sagen, ich war richtig auf Tryhard unterwegs. Bro, ich war mit kompletter Ski-Unterwäsche da. Ich hab komplett getryhardet. Digga, ich hab extra noch am Tag selber, habe ich mir so eine Ski-Unterwäsche, die Hose da halt, kaufen lassen und das habe ich mitgenommen einfach. Das Weiße. Ja, Digga, Real Talk, das war OP, weil ich konnte einfach sliden. Ich konnte sliden, ohne meine Haut zu verbrennen. Danke für das tolle Bild. Ich hänge mir das auf. Digga, nein. Nein. Warte, hä? Ach so, nee. Hä, warte mal. Nee. Ich glaube, ich habe das Bild einfach so aus Troll noch gemacht. Also ich kann mich erinnern. Ich hab ein Selfie mit denen gemacht und dann habe ich umgedreht und habe nochmal selber ein Selfie gemacht. Mit mir selber einfach. Alleine. Ist doch viel zu warm, oder? Egal, Bruder. Man muss da durch. Schau Discord das Bild. Oh, ich muss erstmal Discord starten. Chill mal. Ach, darf ich das im Stream zeigen? Alter, wie sehe ich da aus? Ach du Scheiße. What the fuck? Hallo Igor. Was ist das? Bro. Digga, hab ich mit jedem so ein Bild gemacht? Mann, meine Haare waren halt richtig scheiße, weil ich geschwitzt hab. Ach du Kacke. Ja, Digga, wisst ihr, was aber respektlos ist? Ich habe jetzt das erste Mal gewonnen in so einem Ding. Bruder, nix bekommen. Kein Pokal, keine Medaille, gar nix. Ich hab nix. Moments before Disaster. Ach, Digga, du Wichser. Ich hab den Ball so in die Fresse bekommen. Licky Boy, danke fürs am 17. Dankeschön. Hab mich sehr für dich gefreut gestern. Alter, wirklich, ich hab Real Talk jetzt. Ich war noch nie in meinem Leben, oder ich war schon lange nicht mehr so glücklich wie an dem Abend, wo wir gewonnen haben. Alter, ihr wisst nicht, Digga, dieses ganze Dopamin-Überschub, Digga, mein ganzer Körper Gänsehaut, ich hatte überall Gänsehaut. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch, ich hatte alles, Bruder, ich hab fast geweint. Ich hab mich so gefreut. Isa vs. Shiri war Highlight. Edis ist richtig ausgerastet in der Pause, wo Robbie Edis der Schwane gesagt hat. Digga,
Bei mir war tot. Bro, wir waren Players Lounge. Da sehe ich da so Edis. Da sage ich so, da ist Edis der Schwane. Ich gehe mal kurz dahin. Ich habe so leise gesagt. Bruder, ich komme dahin. Er sagt so, auf Serious? Was? Warum sagst du sowas? Ich hab's gehört. Und dann dachte ich so, okay, der hat safe einen Clip von mir gesehen im Stream oder so, wo ich das gesagt habe. Meinte ich so, oh, scheiße, sorry. Digga, der hat das einfach gehört, wo ich das gesagt habe und zu ihm gegangen bin. Der war, ich kann nicht einschätzen, ob Edis das ernst meint, ne? Digga, der war richtig sauer. Ich dachte, der gibt mir gleich ein Ding. Genau, am besten auch, weil wir sind ja in so einem Club, wir haben einen private Bar. Digga. Genau, am besten auch, weil wir sind ja in so einem Club, wir haben einen private Bar und vielleicht auch ein paar... Genau. Digga. Haben das zu dritt geschrien, dachte, der schlägt uns. Ihr habt zu dritt Edis der Schwane gerufen. Was ist denn hier passiert? Hast du den hier schon gesehen? Ja, das hab ich, Digga, das hab ich gesehen. Bro, Real Talk. Also unser ganzes Team war einfach nur scheiße mit dem Schießen, also mit Werfen. Bruder, wir haben alle Kacke geworfen, einfach nur. Ein Real Talk. Wirklich jeder Einzelne hat Scheiße geworfen. Bruder, wir haben 100 Würfe, Digga, 2 sind angekommen. Guck weiter. Nochmal, Julia ist extrem gut beim Ausweichen. Digga. Schau deinen Blick danach. Nochmal. Ich hab so gemacht. Was Revi am Anfang ausgebucht wurde, war wirklich respektlos und nicht cool. Was willst du machen, Bruder? Digga, wir waren noch nicht mal draußen. Er meinte, ja, wir werden ausgebucht. Real Talk. Ich finde eine Sache sogar schlimmer, als das, was uns, also Revi, passiert ist. Ich fand, das Schlimmste war nicht das ausgebucht werden. Hab nur wegen dir gebucht. Digga, das Schlimmste war bei Team Honeypoo. Alter, das war so unangenehm. Bruder, die werden so, also ne, bei jedem werden angesagt, jeder macht so, hey, und bei uns halt Boo. Digga, bei Isa war so mittel so, hey. Und dann die Moderatorin. Wie? Ich höre euch nicht. Wie bitte? Digga, Totenstille. Keiner sagt irgendwas. Totenstille. Jeder ist tot. Jeder war tot einfach. Digga, keiner hat gehustet, nix. Kein Atmen, gar nichts. Ganzer Raum war still. Alter, Digga, ich dachte, was passiert jetzt los? Das war krass. Clip, ich weiß nicht, ob er das auch richtig gecheckt hat. Also ich hab's gecheckt, aber ich weiß nicht. Denn wenn er catcht, ist der Spieler raus, der geworfen hat. Digga, ich hab die alle so angeschrien, ne? Bruder, wirklich jetzt? Ich sag, wirklich, ich war mehr Captain als Revi, glaube ich. Im Ring Talk, ohne mir jetzt immer den Schwanz hier groß an lang zu ziehen. Ich war so sauer, ne? Digga, Finale, Bro. Finale, letzte Runde. Die tanzen da alle schon, die freuen sich so richtig. Ich sag, verfickte Scheiße, fokust euch. Ich hab die alle angeschrien, ich hab gesagt, fickt euch. Fokus. Du warst Cheerleader und Balljunge, was für Captain. Digga, ihr underrated Balljunge oder Catcher oder wie auch immer das heißt. Ich hab das freiwillig gemacht, weil das war Carry, sage ich. Das war wirklich underrated Job. Menschen hier vorbereitet. Hallöchen, Hallöchen. Ich fange mal hier vorne an. Tachchen, du bist die? Kani. Hallo Kani, ich bin Janine, freut mich. Tag. Basti. Basti. Amy. Und? Simon. Basti, der Basti hat Fans hier. Wo sind die Basti-Fans? Ah! Digga, die denken... Digga, die checken mal... Alter, ich find's aber krass. Bro, ich war mit Notti, vor dem ganzen Event, waren wir draußen, wo die Zuschauer schon Schlange standen. Digga, auf einmal gibt uns da jemand so Basti-Sticker. Wir nehmen die so an, Digga, und nur durch diesen einen Typen, der uns da Basti-Sticker gegeben hat, Digga, alle hatten Basti-Sticker am Trikot. Digga, das war crazy. Ich hab so angefangen, so Sticker, ich und Notti haben so Sticker draufgeklebt, dann haben wir, oh nee, ich hab sogar angefangen bei Trimax, ich hab so Trimax auf Trollolol-Basis, hinter seinem Rücken so, ich hab so gemacht, hey, was geht ab? Und dann hab ich so einen Basti-Sticker so draufgeklebt. Da habe ich so selber draufgeklebt, Digga, alle hatten Basti-Sticker, das war geil. Und ich sage, ich habe nur durch Basti gewonnen. Ich hatte nämlich Doppel-Basti GRG. Eine krasse Ansage, finde ich sehr gut. Teams haben sich ja zum letzten Mal durchgetauscht, ne? Du bist eine krasse Ansage, finde ich sehr gut. Teams haben sich ja zum letzten Mal... Hey, um was geht's? Was ist das für ein Clip? Eine krasse Ansage, finde ich sehr gut. Teams haben sich ja zum letzten Mal durchgetauscht, ne? Du bist eine krasse Ansage, finde ich sehr gut. Digga, Trimax. Sorry.
Papa Platte nach Hugo Absturz, was ist das? dem Revive wieder da. Wo bin ich überhaupt? Ein sehr interessanter dritter Satz bisher. Ihr seht das, es muss abgeschlossen werden nach einer gewissen Zeit. Digga, wo bin ich? Patrick, der Schiedsrichter, zeigt das an. Mann, Real Talk, das war so scheiße gemacht. Digga, die haben da überall so einen Teppich ausgelegt, der so kacke war. Das hat überall gerutscht. Aber ich sag, Wallah sogar, Retrievern her, MVP war ich. Wirklich. Digga, ich sag euch ernsthaft jetzt, ich weiß, man bekommt das so als Viewer gar nicht so richtig mit. Ich glaube, die vor Ort waren, haben es mehr mitbekommen auf jeden Fall. Aber Retriever, wenn man es richtig gemacht hat, 100-mal anstrengender als da auf diesem Feld zu spielen. 100-mal anstrengender. Alter, ich habe auch perfekt, also guck mal, die meisten Retriever standen halt einfach legit einfach hier dahinter und haben halt gewartet, bis die anderen Balljungen denen einfach wieder so zuwerfen, damit die einfach nur sich umdrehen müssen. Aber ich habe wirklich so, Digga, ich stand legit so. Ich stand legit so und wenn einer kam, ich versuche den direkt zu catchen und ich direkt dahin laufe. Ich bin um Leben gerannt. Ich sag, Retriever war wirklich ein wichtiger Job. Das war deren einzige Strategie. Ey, wir haben vielleicht das Turnier gewonnen, aber wir können immer noch die Aftershow-Party gewinnen. Und da würde ich kurz zu Max Stemmler rübergeben. Da haben wir ein gutes Team erstmal. Also letztendlich ist es eine Teamleistung. Und ich habe da schon so eine Game-Strategy einfach. Wir haben auch natürlich deinen Bruder dabei. Der ist natürlich auch ein sehr starkes Add-on für unser Team. Ich krieg heute nur eine Sprachmemo von Kevin, wie scheiße es da war. Also ich find's immer wieder geil. Oh, ich liebe meine Entscheidungen. Ich liebe sie. Digga, jeder hat mich vollgelabert gestern. Ich soll auf diese Aftershow-Party. Das wird bestimmt geil. Digga, und es ist jedes Mal das Gleiche. Ich gehe nicht hin und dann sagt jeder, wie scheiße es war. Hallo. Ich liebe es. Es ist so geil. Es ist immer so geil. Guck, gibt's zu Ende? In der, sag ich mal, dritten Halbzeit, wo wir heute auf jeden Fall nicht verkacken werden. Richtig, wir müssen an der Bar einfach das Spiel breit machen und auch über die Flügel kommen. Genau, am besten auch, weil wir sind ja in so einem Club, wir haben eine private Bar und vielleicht auch ein paar Leute bei der offiziellen Bar aufstellen, dass wir an 2 Flanken quasi gleichzeitig Getränke holen. Richtig, genau das ist es. Direkt am Anfang Pressing, die Gegner direkt am Spielaufbau stören den Barkeeper, dass er gar nicht erst reinkommt. Real Talk. Wir haben eine krassere Strat für die Aftershow-Party als für das eigentliche Spiel, das ist krass. Was hast du statt der Party erlebt? Ich bin nach Hause gefahren, völlig übermüdet. W. Guck bis zu Ende. Guckt euch mal an. Ja. Mongal. Da ist nichts gerade oder so. Er hat ein Oval. Mit 19. Bro, der wird. gefragt hat. Deine faltige Mutter unter meinem Tisch, die Hure, Digga. Okay. Also, okay, nein, Hugos Hairline ist noch schlimmer. Also, ich schwör auf alles. BC, dann. Nein, das ist Cap. Digga, meine Haare an sich sind einfach schlimmer, aber meine Hairline nicht. April. Schau mal bitte. Ja, was soll ich sagen? Wir hatten halt alle Gangbang. Habt ihr eigentlich wieder... Oh, stimmt, die Bilder habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ich habe nur Angst bei den Bildern, dass die auch bei Probebilder gemacht haben, weil das wäre nicht so gut. Ich schau mal. Digga, Kevin, wirklich gestern todesunangenehm. Digga, das ist crazy. Mir heute eine Sprachmemo geschickt. Digga, so kacke unangenehm. So fühle ich mich heute. Ich habe gestern im Club Fotos gemacht. Hier meine Favorites. Das von Sydney und das von Rivi. Digga, so geil. Sorry, Jungs. Vielleicht war es doch cool. Nee, was nicht. Nein, was nicht. Aftershow war witzig. War es wirklich cool, Wieland? Kevin hat mir da was anderes gesagt. Also, ich weiß nicht. Ja, aber sowieso auch. Die war, wenn die cool war, dann war die nur cool, wenn man gesoffen hat. Das gesehen. Wieland war lattenstramm. Natürlich fand er das lustig. Da oben sitzt mein Freund. Nein, Mann, was willst du, hä? Was willst du? Was los? Willst du kämpfen, Revi? Was da? Komm, da raus. Wir fetzen uns. Was, Mann? Was will der? Ist er raus? Ja, ich schwöre der. Ja, der hat mich dumm angeguckt. Lass den Boxen, ich fetze da draußen. Ja, Wallah. Mach Wiederholung, Alter. Was willst du von mir? Aber Bruder, Real Talk, also das Ding war wirklich, die waren da so sauer, ne?
Das ist crazy. Die waren da wirklich OC. Scheißegal, wo und wie scheiße es war. Du warst nicht bei deinen Freunden, die Stays hatten ohne dich. Digga, das hat nichts damit zu tun, dass er einfach zu tun, dass ich gar keinen Bock darauf habe, weil die halt alle saufen und ich nicht. Ich trinke ja keinen Alkohol. Das bockt dann null. Danke für das geilste Bild, Hugo. Mann, Digga, beschwert euch mal nicht. Digga, ich war einer der ganz wenigen, beziehungsweise ich glaube, ich war sogar der Einzige, der fast mit allen ein Bild gemacht hat noch danach. Bruder, es ist vorbei. Ich mach so Viewer mit allen, ich mach Fotos mit allen. Ich komm wieder, alle weg. Digga, kein einziger mehr gesehen. Alle weg. Ich hab, also von meinem Team alle weg. Ich glaube, der einzige, den ich gesehen habe, war Kevin noch irgendwann. Aber der war auch kurz weg, der hat sich irgendwie umgezogen. Isa habe ich auch noch gesehen. Ja. Das Ding zu gewinnen. Team Honeypoo. Mit Honeypoo, mit Nick Gürs, mit Kuba, mit Phoebe, mit No Way, mit Dilara, mit Edis, der Schmale, wie mir zugeflüstert wurde. Oh! Edis, der Breite. Und Anna Gazzanis. So rum. Gazzinas, Junge, das ist auch krass. Guck Clip. Das Game fertig. Was? Hugo lächelt zum ersten Mal und es war keine Maske. Das Game fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Crazy. Crazy. Fucking go, Digga, wie geil. Digga, crazy. Wo kann man kündigen, nur so nebenbei? Nö, sag ich dir nicht. Ich will Revi. Ohne Schlüsselbeinbruch. Keiner hat sich was gebrochen. Alter, das ist wirklich krass. Bro, ich hab mir nix ernsthaft wehgetan. Ich habe halt überall einfach Schmerzen. Ah, okay, Breitenberg, Troll Despair, aber... Auch Breitenberg hat seine Achillessehne gefickt oder so. Digga, seine ganze Achillessehne ist durch. Ich weiß nicht mal, was das ist, Digga. Ey, gute Besserung, Mann. An Mo, an Adrian Mattern. Das sind die Sieger und wir zucken. Ey, der Matchball nochmal. Oh, komplett ins Zentrum. Digga, und wir haben gewonnen, trotz, dass wir einfach alle am Arsch waren. Bruder, ich weiß nicht, wie viele Spiele wir hintereinander gespielt haben. Wir waren tot. Digga, wir sind alle fast umgekippt. Oh, Digga, geil. Digga, und ich hab wirklich... Ich hab gevloggt, aber Bruder, während dem Turnier selber, ich hab 0 gevloggt. 0. 3? Ja, aber guck mal, wir haben 3 Spiele, aber halt Best of 3, Best of 5, Best of 5. Spielfeld wird runtergefahren. Digga, Spielfeld einfach runtergefahren. Hä? Was ist das denn? Ey, das hab ich gar nicht gesehen, da war ich aber eigentlich noch da. Aber ich habe es auch gesehen, dieses ganze Spielfeld war einfach ein PC. Und mit wilden Warmach-Prozessen. Du bist in deiner Prime. Hey, mental, wo bist du in deiner Prime? Du bist in deiner Prime. Nur deswegen haben wir gewonnen. Und Chat, ihr hört's. Revi. Mann, ich sehe so scheiße aus. Was ist mit meinen Haaren? Digga, die sind wieder, die gehen wieder weg. Die sind wiedergekommen, auf einmal, die gehen wieder weg. What the fuck? Geht zu Hugo und sagt ihm, du bist in deiner Prime. Was bist du? Was bist du? Und wo bist du gerade? Da und mit wilden. Die resetten sich. Kann das nur bestätigen, dass du da ewig standest zum Bilder machen. Danke im Namen aller, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Kein Problem. Digga, aber das Geilste war, ich hab's, glaube ich, gevloggt. Ich hoffe, ich hab's gevloggt. Ich hab so diese Knieschoner habe ich so vergeben, habe ich so weggeschmissen. Hatte ich noch so einen von mir. Und dann kam schon Strobel, hat so seine ausgesucht, hat mir so die so gegeben, dass ich so tun soll, als wäre das meine. Oder? Sebo! Danke für 5 Gifted Subs. Danke schön. Ich sollte tun, als wäre es meine. Habe ich halt nicht gemacht. Ich habe so gesagt, jo, wer will von Stift Strobel die Dinger? Digga, Totenstille, keiner wollte, außer irgendwie so 2 Leute oder so. Habe ich gegeben. Digga, dann sag ich, wer will meins, Digga, alle auf einmal. Digga, der arme Stift Strobel. Was macht Julia da?
Digga, wir haben uns einfach nur gefreut. Ja, danke für die 30 Greenios. Ich puste meine Zähne. Fickt euch. Für wie viel würdest du einer Oma einen richtig fetten Gehfehler geben? Verletzt sie sich tödlich? Boah, das ist halt hart. Komme ich dafür ins Gefängnis? 5.000 Euro. Ja. 2.000 Euro. Kann jetzt jemand auch ein Edit machen von mir?